Ich zahle für das du da. Deine Intention negiert nicht deine Auswirkungen. I don't verträge it. Ich muss pippen und dann geht's los. Ich habe so eine neue Obsession mit meinem Blush. Ich habe angefangen, den Blush anstatt da hinten oben halt dort anzutun, wo ich actually einen Sonnenbrand bekomme. Dass ich zuerst das Orange nehme, dass es halt besser zum Bronzer passt. Und nachher nehme ich den Pinky und dort tue ich dann weiter oben an. Dort, wo der Sonnenbrand passieren. All die Sachen, die ich jetzt mache, sind so Sachen, die ich früher gerne gemacht habe, wo ich noch nicht so Awareness hatte, was cool ist und was nicht. I don't know, ich reverte mega back zu so, wie ich war oder was ich enjoyed habe. So Anfangsjugend, wo ich noch nicht so fest einen Einfluss von anderen Leuten hatte. Also das auch mit der Musik, mit meinem Style. Eigentlich alles, was ich so ohne Scham cool gefunden habe. Und ich merke so, wie so, I'm finding myself. Was ich auch obsessed war, seit immer auch bei den Nägeln, ist Glitzer. Es ist so fast wenig Glitzer für meine Verhältnisse. Ich komme da so Sachen mit über, so von wegen, du darfst Glitzer nie so in den Schatten tun von deinen Augen. So, I don't give a shit, bro. Aber was ich auch mega fucke damit, ich liebe so Glitzer, das so richtig grosse Stücke hat. Also, siehst du es? I don't know. Not made to be a beauty influencer. Ich habe immer so das Gefühl, so Sachen kann man nur machen, wenn man speziell angeht. Aber I don't care, I like it so much. So, bro. Jetzt der letzte Schritt, dass ich meine Mutter mal, die jetzt überdeckt worden sind, wieder führen will. It's time to pick an outfit. Ich muss pippen und dann geht's los. Ich habe noch gesehen, dass ich ein Paket bekommen habe. Die sieht aber recht kurz aus. Oh Mann, Alter. So eine Lederhose wäre schon cool, aber es müsste halt passen. Ja. Die sieht recht cool aus. Ja. Ah ja. Ist zu gross? Ja. Wäre eigentlich noch cool, wahrscheinlich. Ich würde sagen, ich zahle für das da 2. Okay. Das ist irgendetwas. Nein, das ist schon ein bisschen weird, oder? Ja, ich noch schon. Das sieht schon ein bisschen weird aus. Es gibt immer so einen Stand, der irgendwie alles hat. Und hungrig. Hungrig sind wir. Sie haben so fest gemerkt, dass der ganze Kalorienbedarf des Tages schon ausgebrannt ist. Wir haben bis jetzt sehr gute Deals gemacht. Ja, die Müde macht zu. Es ist etwa 2 Stunden später oder so. Wir sind jetzt am Wedding Dresses anschauen gewesen. Also, machen wir einen kleinen Thrift Haul. Das habe ich schon gesehen, das ist der Gurt. Den habe ich irgendwo online Secondhand gekauft. Ist schon ein bisschen zu klein, he? Ist schon. Oh. Wenn wir heimgehen, haben wir noch etwas mega Cooles gefunden. Das ist hilarious! Wir haben gedacht für die Küche, weil ja, wir haben den Boden da, haben wir selber so angeklebt, das hebt nicht mega gut. Aber es ist auch, die Schränke sind so gräulich und da ist halt so halt schwarz. Und so im Vergleich zu der Wohnung sonst, wir haben halt recht viel Grün, recht viel Holz, oder? Das ist nicht so unser Vibe. Aber wir haben jetzt schon immer nach etwas Rotem gesucht, so als Akzent in der Küche, um das Rot mehr rauszuholen. Das wäre perfekt. Wir gehen mega oft eher ein bisschen spät am Flomi, weil ich habe das Gefühl, was wir kaufen, ist jetzt nicht so trendy oder so. Deswegen haben wir nicht so Angst, dass jemand uns wegsnackt und sonst, wir wissen es gar nicht. Aber indem wir halt später gehen, geben es uns die Leute mega billig. So einen Gurt aus Leder und Chains für meine Freundin. Yes, für 5 Franken. Dann haben wir noch eine Lederjacke gefunden. Die ist recht cool innen dran, finde ich. Und ja, ich habe sie anprobiert. Ich bin nicht ganz sicher gewesen, weil ich habe natürlich auch gedacht, dass die hure teuer die verkaufen wollen. Da kann man das so enger machen. Ich bin so gesehen, so I like it, aber ich weiss, sie wird teuer sein, oder? Weil auch da, es ist nicht perfekter Fit. Zuerst habe ich sie zurückgelassen und habe gesagt, ja, ich kann ja einfach mal fragen, so, wie viel das kostet. Und sie haben sie für 7 Franken verkauft. Und dann haben wir noch das T-Shirt. Das ist noch ein Work in Progress. Wir haben es für 5 Franken bekommen. Das hat da unten so kleine wie Rüschchen und so wie ein kleiner Gurt, der mega herzig ist. Und das sollte es dann eben wahrscheinlich ohne T-Shirt unten sein. Aber the boobies would be out. Mit einem Move, woo, the boobies out. Deswegen, ich würde sagen, dass wir da vielleicht einen Knopf oder so anmachen, dass man es da kann
zumachen. Das war alles, was wir am Flomigab gefunden haben. Aber es ist mehr, als wir gedacht haben. Wir haben wirklich nicht gedacht, dass man überhaupt etwas findet. Und die Uhr ist hure geil. Hallo Gügi, hast Geburtstag heute, gell? Ja. Ich mache mir dir noch einen Kuchen, einen kleinen, gell? Jedenfalls, that's a little garden tour. Das sind 2 Brokkolis und da sind 2 von unseren 300 Rosenkohl-Himbeerbaum. Und das da ist ein Himbeerbaum, ein kleiner, den wir auch geholt haben. Das Kopfsalat, der da kommt. Und da ist ein Eperi dazwischen. Das ist unser Spinat. Hier sind die kleinen Zucchinis. Die kommen auch super. Ich habe eine neue Kompi gestern Abend bestellt. Also ich gesagt, ich weiss über die Kompi Bescheid schon seit Anfangsjahr. Und dann habe ich jetzt die ganze Zeit gewartet, dass der Preis droppt. Er kommt heute Abend an. Und der Preis ist jetzt droppt. Deswegen habe ich ihn gestern gekauft. Und auch, weil mein Kompi einfach fast den Geist aufgegeben hat. Also ich habe eine YouTuberin gefunden, die überhaupt keine YouTuberin so gross ist. Die habe ich gefunden, irgendwie auf YouTube hat sie es vorgeschlagen, eine, die so richtig, keine Ahnung, sie einfach das Handy aufstellt und einfach filmt und einfach, es ist so raw und echt und man merkt halt, dass sie nicht viele Follower hat. Es war mega angenehm, weil es so, keine Ahnung, so endlich mal so wieder etwas Echtes zu sehen. Ich weiss nicht, ich bin einfach tired von all dem polished Shit irgendwie. Kaffeepause, don't talk to me. Kaffee Concerto. Ja, jedenfalls. Sie hat etwas aufgebracht, was seitdem irgendwie meinen Kopf nicht mehr verlassen hat. Ich glaube, es gibt ein Saying im Englischen, wo das aussagt. Ich habe noch nie von dem gehört. Aber im Deutschen ist eigentlich so ein bisschen von wegen, deine Intention negiert nicht deine Auswirkung, die du damit hast. Also was du damit auslöst. Ganz krasses Beispiel, sagen wir mal. Du sagst jemandem das N-Wort, oder? Du meinst es vielleicht nicht böse. Du hast vielleicht im Sprachgebrauch gelernt, wo es normal ist, oder? Ich denke, das ist das Hauptargument von Leuten, die sich dagegen wehren, um sich anpassen, dass man gewisse Wörter einfach nicht sagen kann oder nicht sagen soll. Und dass sie es nicht so meinen, dass sie nichts Böses damit wollen. Und das ist schön und gut für dich selber, aber was du damit machst, ist, du verletzt halt Leute. Der Einfluss oder was du auslöst, ist halt, dass du Leute weh machst. Und das ist wichtiger, anstatt was du dir gedacht hast dabei. Oder auch, wenn du einen Witz machst, sag mal zu deiner Kollegin, machst einen Witz und die Person ist so, Alter, das ist gerade mega rude gewesen, das war mega fies gewesen. Und du sagst dann, hey, aber ich habe es nicht fies gemeint, ich habe es lustig gemeint. Die wird dann nicht so sein, so, okay, ja dann tut es mir nicht mehr weh. So, es hilft nicht. Also deine Intention ist wichtig für dich, so, dass du weißt, was deine Intention hinter der Sache ist, dass du dich kannst sagen, hey, schau, absoluter Scheiß gewesen, was ich gemacht habe, ein blöder Witz gewesen, was ich gemacht habe. Ich weiss, dass ich es nicht böse gemeint habe, aber das heisst auch, dass ich jetzt gecheckt habe, dass es nicht geht, dass ich es ja nicht weiterhin machen will, weil ich ja nicht eine böse Intention habe. Oder? Aber ich merke, dass das, was auslöst, etwas, was weh gemacht hat, war. Ich finde, es hilft auch, wenn man überlegt, wenn jemand einem etwas Schlechtes tut, oder? Ich weiss nicht, das passiert mir easy oft. Also zum Beispiel, ich habe mal eine News da gesagt, die mega gross war. Und von jemandem ist wie keine Reaktion gekommen. Er hat nicht wirklich darauf reagiert. Und was ich dann so mache, ist sofort, es tut mir weh, oder? Ich hätte mich gewünscht, dass die Person mir gesagt hat, dass sie sich freut für mich oder irgendetwas. Aber automatisch fange ich dann halt so ein bisschen denken, so, ja, aber weisst, ich denke, die Person, für die ist das gar nicht so wichtig, oder ich denke, die Person hat es vielleicht nicht gehört, oder ich fange wie ihre Intention dahinter an auszuspüren. Deswegen nehme ich nicht mehr ernst, dass es mir weh gemacht hat. Das war vielleicht ein softes Beispiel. Ja, das ist zum Beispiel auch etwas. Sagen wir mal, den Partnerin macht dir weh mit dem Wort im Streit oder sonst irgendwie eben auch wieder so blöde Witz oder einfach sonst etwas. Und du sagst dann zum Beispiel, hey, eben, das ist nicht gut. Und dann, anstatt dass du wirklich so stehst und wahrnimmst, dass es dir wirklich weh gemacht hat, fängst du an, eben die Intention von deinem Partnerin höher zu stellen als der Einfluss, was auf dich geht. Also es ist eigentlich genau das gleiche Beispiel wie vorher, einfach umgekehrt. Ich finde, es hilft irgendwie auch noch so durch. Nicht nur über was ich mache, dass meine Intention ist gut für mich, aber ich muss bewusst sein, dass meine Intention wie auch ab und zu nicht übereinstimmt mit was ich auslöse damit. Aber es hilft irgendwie auch, zum selber können sagen, es ist eigentlich zu einem gewissen Grad einfach egal,
was die Intention von der anderen Person war. Was hat weh gemacht? Keine Ahnung. Das war irgendetwas, so, das hat sie so gesagt, mega random, wo sie sich, glaube geschminkt hat oder so. Und ich war so, Bro, habe ich einfach nicht erwartet von so einem random-ass YouTube-Video, weißt du, was ich meine? Und sie hat auch so damit gesagt, eben, sie deep down wäre eine fiese Person. Aber sie gibt sich Mühe, um eine nette Person zu sein, weil sie weiss, dass eigentlich ihre Intention nicht eine Rolle spielt. Du musst dir Mühe geben, um guten Impact zu machen. Und ich finde das mega fest so. Also, sorry, ab und zu ist es wirklich einfach schwer, zu herauszufinden, was der Impact ist, oder? Kann ich so einen kleinen Satz, der recht viel verändert. Ich weiss nicht, ich habe immer wieder so ganz wie kleine Revelations, die für mich einen grossen Impact machen. Also, der Computer ist angekommen. Das ist schon schwer. Aber es hat auch geheißen, schwer. Hall. Hui, das ist böse, fettes Ladekabel. Ui. Scheißegal. Andere Seite. Oh. Cut that out. Aber er ist riesig. Okay, that's the computer. Woohoo! Und er ist auch entspiegelt, was mega geil ist. Wir sollen lange drauf bleiben. Oh, I like. Das ist so hässlich. Ja, schon wieder. Jetzt gibt es noch ein paar Goodies drin. Oh, wir könnten jetzt das Würstchen als Kerzchen nehmen. Ja! Nur als Eis. Das ist so Arschloch. Wow, nein, hör auf. Tasty! Was sieht nicht aus, als würde sie aus dem Asloch und so kommen. Was will aber singen? Okay. Komm mal, Gui, komm mal auf den Tisch. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Da, look. Alles Gute zum Geburtstag. Liebes Kuss. Happy Birthday. Happy Birthday. Das Das ist so scary. Das ist mega unheimlich. Ich habe ein bisschen Angst. Das was der YouTube-Video. Danke vielmals für das Zuschauen. Stay safe. Nicht die Augenbrauen blitzen. Oder wenn schon, dann mach. Good night. Ich habe etwas aus einem Lag rausgeschnitten, das ich lustig gefunden habe, aber es passt einfach nicht. Es ist ja so gerade am Anfang gekommen. Deswegen Sneak Peek, Behind the Scenes, Bloopers. Ich bin inspiriert, weil wir haben so kleine Büchschen für, weiss auch nicht was drin, Store. Okay, ich weiss, was drin Store. Die haben wir so dekoriert. Like, die sind so cool, du kannst auch Kopfhörer und so da drin haben. Das ist das von meiner Freundin. Wäre schon ein bisschen weird, wenn ich das selber von mir würde tun. Das ist das von mir. Eine kleine Box. Ja, ist ein bisschen, ja, der kleine Schwanz. Kommt weg da. Und da innen habe ich das gemacht, so mit der Langkarte und so. Und da oben, ich habe so gemacht, ich habe so Gras wie gemacht, das ist so Körnerglitzer, was auch immer. Und dann habe ich so einen Baum ausgeschnitten und einen Dino obviously wieder. Und dann habe ich so gesehen, oh mein Gott, wie amazing wäre das, wenn ich Gel Polish 3 halt leere. Und dann habe ich das angefangen und es hat dann funktioniert. Dann habe ich noch mehr Nail Polish 3 gelernt. Und ich die ganze Zeit so dort, weil so, ich bin so fertig. Und ich so zu meiner Freundin so, findest du dich auch ein bisschen weird? Turns out, ich bin voll drauf von Nail Polish. No, I don't do that, you know, I don't do that, I don't vertrag it, oder? Und nachher sind wir so draussen gesessen und ich wirklich dort so probieren, so viel Luft wie möglich in mich einzukriegen, dass hoffentlich die Chemikalien irgendwie durch die Luft halt wieder rauskommen, oder? Obviously bin ich auf Google gegangen.
kann das passieren? Die so, ja, es gibt sogar Leute, die das extra machen. Und es gibt also das Syndrom, kannst du entwickeln, das sind Leute, die viel mit dem Geruch unterwegs sind, was auch immer, keine Ahnung. Und dann kann es halt aber sein, wenn es wirklich zu fest einatmest, dass du halt Brain Damage kannst bekommen. Und dann, ja, aber ich glaube, es wird so in Stages gehen. Wahrscheinlich wirst du zuerst so kotzen und alles Zeug und nachher sterben. Und nachher, ja, ich habe ein bisschen gesabbert und habe probiert, nicht anxious zu werden und bin irgendwo schlafen irgendwann. Jedenfalls, long story short, ich will jetzt das Gleiche machen auf dieser Kamera da. Die Kamera ist schon fast am Verrecken. Ja.